Ich will zunächst doch all meine Ferien merci so in der Problematik vom Auffall ergangen sind und überhaupt vom Plastik allgemein an der Stadt frame so bewusst dass wir alle guten Jobs müssen da geht machen schmengen das als Chlor. Ich will auch aber trotzdem etwas so, wenn man über Mikroplastik schwätzen, das soll geschieht, das etwas mir mit diesem Gesetz nicht direkt vermeiden, weil wir auch schon gesagt gehen als von mir Schaf die Mikroplastiken tatsächlich durch Textilien und durch Autos Pnöen und das betrifft der Teil nicht wirklich. Da müssen also aufpassen, dass die Sachen trennt. Das mal festzustellen, dass Lützeburg ja ganz lang dann hecht Umweltbewusstsein schon abweisen. Es gibt kaum ein Land, wo den Umweltschutz so pertinent diskutiert wird, auch von den Leuten mat gedroht wird. Wir uns sind da viele Jahrzehnten haben ein gut funktionierend Auffallenzugung, die von unseren Gemengen an enger Kooperation mit privaten Akteuren autonom geriert wird. Und in den meisten Gemengen können Leute nicht nur ihre Recht auffallen, sondern auch ihre Grünschnitt, ihr Glas und ihre Papaya Kamot von der Gemeng auffüllen lassen. Und auch in Bezug auf die Plastik und einer Verpackungsauffall gibt es weil bei 30 Jahren ein Kamot und die Partizipation von allen einzelnen gedrohten Lesungen mit dieser blauen Valorlux tut, eine super Sache. Reduktion vom Plastikverbrauch ist wichtig, aber wir setzen uns auch vehement an für einen effizienten und ökologischen Recycling. Hier muss man uns aber fragen, ob das für viele Texte das bringen, was er versprach, geht. Und froh ist auch, ob ich muss mehr weit gehen, wie Direktiv von der Europäischen Union das vorgesehen. Und das ist ja ein grundsätzliches Problem, dem wir oft begegnen, dass wir mehr weit gehen wie ein Direktiv von der Europäischen Union, ein Direktiv, die sicherlich gut gemeint ist, mit der wir noch nicht vergessen. Das ist auch schon bei meinen Ferien angeklungen, die von der Praxis die Leute, den Akteuren, die Betriebe, das Leben mehr kompliziert auch mischt. Und ich meine noch, wir sind ein kleines Land, wir haben ein paar Kilometer in alle Richtungen für auf die Grenze zu kommen, und wir müssen aber gucken, für dafür raisonabel zu bleiben. Wenn ihr sich das ganz anguckt, da seht ihr, dass eine Sache, die an der Zielsetzung ja sicher richtig ist, als die Ökologie und Natur alle go Herz, aber das ist eine Sache, die sicherlich über die Knie gebracht ist, die viel Geld wird kosten, die extrem schwer an Praxis umzusetzen ist und die höchstwahrscheinlich auf ökologischem Niveau, und das für das erzählt, nicht viel bringen wird. Ich will auch heute daran erinnern, dass das größte Problem von der Umwelt, der Ökologie, dem Ressourcenverbrauch und der Produktion von CO2-Emissionen nach von Abfall nach Lützeburg den unkontrollierten Bevölkerungswachstum ist, und ganz besonders das damit verbundene Bauen, Konstruktion. Was laut Gesetz geht, will ich ein paar Punkte hier auf vier streichen. Erstens Recyclingzentren bei den Ackhavszentren. Es sollen 45 Ackhavszentren von mehr als 1500 Quadratmeter in eigenen Recyclingcenter betreiben, respektive abrichten. Das basiert auf einem Pilotprojekt im Howald. Ein Pilotprojekt, das 12 Jahre bestanden hat, aber nie anständig analysiert und evaluiert ging vom Ministerium. Am Konträr, die einzige Etude, die es gibt, weist, dass dieses Pilotprojekt wirtschaftlich und ökologisch ineffizient ist. Wir haben ein super System, das das von der Valorlux. Die Valorlux, die von Privatbetrieben betrieben wird, bezahlt wird, und die genau das ansammelt, was die Leute sollen bei den Ackhavszentren zurückbringen. Valorlux ist ein gutes System für das Recycling, den auch eine Umfrage von 89% von den Leuten gedroht wird. Für was sollen wir mit diesem neuen Gesetz mit dem Auto seinen Auffall an den Ackhavszenter bringen, für ihn dann selber zu trennen, wenn wir eine Hausmüllsammlung haben, wo den Dreckskamion Kamot bei dir könnt, die Bluttuten von den Leuten sichern. Wo hast du den Mehrwert bei diesen Decisionen? Was bringt das? Es bringt Millionen und Millionen auch von Unkosten. Aber was soll dadurch mehr recycliert gehen? Wenn da sehen, den sein Plastikauffall nicht an Bluetooth daheim mischt, wenn der DG will sein Plastikauffall an den Auto laden, beim Auto bei den Supermarché fahren, und dann am Recyclingcenter triieren,
den Auffall, den es so einfach an tut möchte, an den automatisch maschinell dann von der Wallux getrennt wird. Ich meine nicht, dass das so wird funktionieren. Ein anderer Punkt, der das dann Verpackungen an noch Plastikgeschirr. Ganz sicherlich gebrauchen wir zu viel Plastik und da gibt ja auch die Beispiele, die wir alle gut kennen, wo zum Beispiel Bananen aus der Schule rausgeholt gehen und dann Rindelscher geschnitten gehen und dann an einem Plastik am Supermarkt die Leute angeboten werden. Ich weiß nicht, ob das der größte Succès ist, mich nicht verreden. Meine Scheiße, man hat verstanden, dass das der komplette Nonsens ist. Das ist einfach so, ich werde es über Früchte und Obst. Das aber muss darüber diskutieren, ob man da als Kleinland nach mir weit fülle gehen wie die als Notbeschländer und ob das dann noch etwas bringt, ob nicht sogar kontraproduktiv ist. Als Beispiel ist ja das, du könnt das Obst der gemäß ob Lützeburg importiert an einer Verpackung, da muss es zu Lützeburg aus der Verpackung rausgeholt gehen, die geht dann irgendwie weggehalten, recycliert, wenn es gut geht. Und da kommt eine neue Verpackung drauf, eben vielleicht an einer anderen Masse, und da geht es da verkauft. Ist das wirklich sinnvoll? Das muss man sich fragen. Plastikbesteck, Plastikbecher, Schalimon etc. für Emo zu benutzen, gibt verboten. Op den nächsten Blick ist das gut, für Männer Plastik zu verbrauchen, zum Most, von denen die Platzen denkt, die systematisch immer nehmen alltag so Einweggeschirr rausgehen hun. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass jeder von uns auch mal froh ist, wenn er an einer Situation Möglichkeit hat, auf Einweggeschirr, auf Einwegbecher zurückzugreifen. Mehrweg-Plastikbecher kann ich noch nicht unendlich gebrauchen, die müssen gespult gehen, wo auch viel Energie und Ressourcen verbraucht gehen. An allgemein geholt, dass Mehrwegbecher sich recht rentiert, ökologisch nur der 50. Benutzung. Das natürlich etwas, was dann noch eine richtige Herausforderung ist, für das zu erreichen. Hier ist geschwärzt genug von den Festen, von den Vereinen an den Gemengen. Das ist eine große Herausforderung für die. Und ich weiß, wovon ich schwätze. Ich meine, dass es bei vielen darüber rausgeht, für einfach dann Flaschen rauszugehen an kein Gläser mehr. Ich kann Ihnen sich auch mal fragen, ob wirklich viel erreicht wird. Tuten an Folien aus Plastik, die auch Haut angesammelt, die recycliert, kann ich sicherlich noch viel mehr machen und kann ihn so vermeiden, dass das richtig ist. Mehr also, so wie das du gesagt hast, der Schalimo den großen Feind. Auf jeden Vergleich muss ich bedenken, dass hier im Land all Jahr gebaut wird, wo extremst mehr Ressourcen drauf gehen, extrem mehr CO2 entsteht, wie das hier bei den Sachen, die hier angeschwärzt genannt. Für die Saison auf einer Seite Schalimo verbieten, auf der anderen Seite ganz Land voller riesiger Schantischer. Ich meine, du versteht auch erkannt, dass hier für die Umwelt eigentlich die falsche Priorität gesetzt wird. Der Pfand. Wir sind ein kleiner Markt, aber wenn wir ein eigenes nationales Pfandsystem aufbauen, dann muss ja alle Produzenten, von den großen bis zu den kleinen, seine Verpackung aufpassen. Da müssten Produzenten, die eine eigene Verpackung machen, für Lützeburg. Alle Etiketten, alle Getränke müssen neu gemacht gehen. Die Handelskonföderation sieht, dass das nicht realistisch ist, dass es nicht möglich wird. Wie wollen wir etwas Eigenständiges auf die Beine setzen, wenn mehr wie 95% von allen Produkten aus dem Ausland kommen? Kein Produzent am Ausland wird eine Reglementation und ein Lützeburger Bedürfnis anpassen, dafür sind wir zu klein am Vergleich. Wir werden dadurch also riskieren, verschiedene Produkte nicht mehr zu Lützeburg zu kreieren. Jana froh, das auch schon kurz so geschwärzt gehen. Wir wissen natürlich nicht, wie die Reglementation über den Pfand wird ausgesehen, aber was macht er dann mit den Weihflaschen, nicht nur die von der Mosel, aber allgemein, alle Guten, die hier am Land dann auf den Marché kommen, gibt es dann eine Ausnahme gemacht. Ich gebe das natürlich begrüßen, aber als das dann einfach an der Logik von diesem Gesetz und als das gerecht, das ist einfach eine Frage, die ich hier stellen. Zu den Batterien und Elektrogeräten gibt es nicht viel zu sagen. Von Negativem, ich meine, das ist eine gute Sache für die Weiterverwertung von Elektrogeräten noch viel zu bringen, zu verbessern und auch die Entsorgung von Batterien und Elektrogeräten somit zu verbessern. Zum Schluss. Ich will hier einen Aufruf machen und alle Leute, noch und Betriebe, für verantwortlich zu handeln, was den Plastik angeht, was den Abfall angeht. Am Allgemeinen, soweit es möglich ist, das zu vermeiden,
respektiv zu recyklieren. Das Teilgesetz ist aber do eng Sache, die als Meinung nur iwwer de Knee gebracht hast, die viel Geld wird kosten, die viel Komplikationen wird mat zu springen, die extrem schwer an Praxis umzusetzen ist, an die höchstwahrscheinlich auf ökologischem Niveau, und das für das, für der Solgo um Herz leid, leider nicht viel bringen wird. Wir werden hier bei den zwei Gesetzen dagegen stimmen, bei engem Enthalten, aber den zwei letzten dafür. So nicht merci. Merci vielmals, Herr Kolb.